Es ist ein gutes Mädchen, wenn sie wählt, für ihren Vater zu arbeiten. Sie ist die jüngste ordinierte Pastorin von der Bewegung Plus. Und ich finde das einfach auch ein Zeichen. Und das ist auch ein Mitgrund, nicht nur, weil sie etwas wirklich zu sagen hat, sondern auch, weil sie etwas verkörpert, was uns wichtig ist. Wir wollen sehen, wie so die Männerdomäne Pastoren wirklich auch durchbrochen werden mit jungen, dynamischen, aber auch älteren, dynamischen Frauen. Weil Frauen haben etwas zu sagen. Und das werden wir heute hören. Und Deborah, herzlich willkommen. Gib Gas bei uns. Gebt doch ihr einen riesen Applaus. Herzlich willkommen. Hey, yes. So gut. Ich habe mich echt gefreut, hier hinzukommen und die Einladung von Dan hat mich mega gefreut. Und genau, ich bin gespannt, was heute alles noch geschieht. Und ihr seid ja zurzeit am Fasten und ich finde das eine geniale Zeit. Wir haben als Kirche Anfang des Jahres gefastet und ich finde, es hat so gut getan, sich auf Gott auszurichten und auf einiges zu verzichten, auch wenn es manchmal hart ist und man manchmal etwas auslässt, aber es tut so gut, sich auf Gott auszurichten. Und ihr habt letzte Woche von Jeanette gehört, wie wir die Stimme von Gott wahrnehmen können. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit schärft das Fasten unseren Fokus, unser Hören auf Gott. Und es tut so gut. Und ich merke, noch jetzt die Nachwirkungen des Fastens. Ich bin so eingetaucht in diesem Jahr, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Und heute möchte ich einen anderen Aspekt ansprechen, wie wir Gott wahrnehmen und erleben können. Und das ist in der Gemeinschaft. Ich glaube ganz stark, dass wir Gott in der Gemeinschaft erleben können. Ich bin in einer Kirche groß geworden und Kirche hat immer zu meinem Leben gehört, da mein Vater Pastor ist. Und Kirche war für mich immer eine Oase, wo ich ankommen konnte. Und gerade auch manchmal, wenn es in der Schule oder sonst im Alltag schwierig war, war Kirche ein Ort, wo ich einfach sein durfte. Und auch dem, was ich gut kann und dem, wo ich bin. Und ich würde sagen, in der Kirche lebe ich von meinen schönsten, von meinen herausforderndsten und besten Momenten in meinem Leben. Mit Menschen und mit Gott. Und Kirche soll ein Ort sein, wo wir gemeinsam Gott erleben und gemeinsam unterwegs sind. Und die Kirche ist eigentlich eine geistliche Gemeinschaft. In Philipper 2,1 lesen wir, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Und ich habe das griechische Wort für Gemeinschaft nachgeschaut, das heißt Koinonia. Und Koinonia hat verschiedene Bedeutungen und ich möchte heute 3 von diesen Bedeutungen mit euch anschauen. Eines ist diese Gemeinschaft, dieses Miteinander Gott erleben. Dann das zweite, miteinander unterwegs sein, miteinander unterwegs sein. Dann die Gemeinschaft im Weitergeben. Wir haben etwas als Gemeinschaft weiterzugeben. Und ich glaube, es entspricht dem Plan von Gott, dass wir Christen Gemeinschaft haben, dass wir miteinander unterwegs sind. Und das Erste ist gemeinsam Gott erleben. Ich glaube, wenn wir Gott gemeinsam erleben, schweißt das uns zusammen. Wenn wir am Sonntagmorgen Gott anbeten, geschieht etwas in unseren Herzen. Ich mache Jugendarbeit bei uns in der Kirche und wir hatten letzten Sommer ein Camp. Und wir hatten eine geniale Zeit mit super Aktivitäten und viel Fun, aber auch genialen Zeiten, wo wir wirklich Gott erlebt haben. Und vor etwa einem Monat kam eines der Teenie Girls zu mir und hat gesagt, Deborah, in diesem Camp habe ich Gott so stark erlebt wie noch nie und das prägt immer noch mein Leben. Und das hat mich so berührt. Und wisst ihr was? Weil sie dieses Erlebnis mit den anderen Teens der Kirche gemacht hat, ist sie häufiger im Gottesdienst, sie ist mehr in der Jugendarbeit zu sehen, weil es sie zusammengeschweißt hat. Und das ist der Grund, dass ich Eltern, die Kinder und Teens und Jugendliche haben, immer wieder ermutige, schickt eure Teens in die Lager der Kirche. Weißt du, ich liebe
Auch die anderen Lager. Ich glaube, wir können an jeder Konferenz, an jedem Event, in jedem Lager können wir Gott erleben. Aber es ist etwas anderes, wenn wir gemeinsam Gott erleben. Und das ist der Unterschied. Und deshalb ermutige ich die Eltern, schickt eure Kinder in die Lager der Kirche, weil hier erleben wir gemeinsam Gott und das bewegt Herzen und Schweiß zusammen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Gemeinsames Erleben bewegt etwas in uns. Wir lesen in der Bibel, wie auch die ersten Christen gemeinsam Gott erlebt haben. Koinonia im Geist erlebt haben. Apostelgeschichte 2, 1-4. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Und es steht, dass alle da waren, um Gott anzubeten. Es waren alle gemeinsam an einem Ort. Und der Heilige Geist fiel und erfüllte sie. Der Heilige Geist, den sie im Alltag erleben. Und ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, ich meine, der Heilige Geist hätte auch bei jedem Einzelnen zu Hause aufkreuzen können, oder? Aber was geschah? Es geschah erst, als sie zusammen waren. Und der Heilige Geist kam auf sie und berührte sie. So erlebten sie gemeinsam etwas, das sie zusammenschweißte und mitnehmen konnten. Und auch niemand konnte leugnen, dass dies geschehen war, oder? Es war ein Erlebnis, das sie gemeinsam machten. Und es war so wichtig, dass sie das gemeinsam erleben. Und wenn ich zum Beispiel im Worship stehe und eine Freundin neben mir Gott anbetet und ich merke, wow, in ihr geschieht etwas, das bewegt mein Herz, oder? Und ich merke, oh wow, die geht ab, ich mache auch einen Schritt auf Gott zu, oder? Das bewegt etwas in meinem Herzen. Und ich glaube, genau so funktioniert Kirche, dass wir gemeinsam ermutigt werden, Gott anzubeten. Und Kirche soll nicht nur besucht werden, sondern als authentische und göttliche Gemeinschaft verstanden werden. Ein Ort, wo du neue Hoffnung, Freude, Trost, Ermutigung und noch vieles mehr erleben und spüren darfst. In Hebräer 10, 24-25 steht: Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Paulus ermutigt die ersten Christen, dabei zu sein, wenn sie sich treffen und wenn sie Gemeinschaft haben. Und ich glaube, er sagt, hey, ermutigt einander, dabei zu sein. Hey, wo warst du am Sonntag? Ich habe dich nicht gesehen. Nicht aus Druck, sondern aus dem Grund, dass wir miteinander unterwegs sein wollen, oder? Und das ist so wichtig, dass wir Leben teilen wollen und deshalb einander ermutigen. Hey, sei dabei. Und ich bin der Überzeugung, dass vieles am Sonntagmorgen im Gottesdienst geschehen darf und Leben verändert werden. Aber Kirche ist noch mehr als der eigentliche Gottesdienst, oder? Wenn hier Amen gesagt wird, da geschah etwas, oder? Aber es hört nicht auf. Und Paulus erwähnt es. Es heißt, ermutigt einander und ermahnt einander. Wann geschieht das? Nach dem Amen. Wenn ich mit dem Sitznachbar austausche oder wir gemeinsam noch einen Kaffee trinken, da startet das gemeinsam unterwegs sein. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Gott hat Gemeinschaft, diese Koinonia, so gedacht, dass Christen nie isoliert sind und nicht alleine durch diese Welt gehen müssen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in einer Kirche integriert sind, dass wir in eine Kleingruppe gehen, dass wir mitarbeiten, dass wir uns engagieren in einer Kirche und ein Miteinander entstehen darf. Und ich glaube, Gott in seinem ganzen Sein hat wirklich gedacht, dass es so zentral ist, dass wir zu einer Gemeinschaft gehören. Heutzutage gibt es immer wieder Christen,
Auch Freunde von mir, die sich irgendwann mal entschieden haben, ich brauche keine Kirche. Ich und Gott, wir haben es super. Ich und Gott haben es auch gut. Zu Hause, auf dem Sofa. Aber das ist nicht das, was Gott gedacht hat. Es ist wichtig, dass ich diese Zeit mit Gott erlebe zu Hause. Aber es ist umso wichtiger, dass ich es teile mit anderen Menschen, dass ich ermutigt werde, dass ich erquickt werde. Das ist so zentral. Und stellt euch einmal vor, die Zebras in Afrika, oder? Und das sind eigentlich Pferde mit Streifen. Ich finde es spannend, dass Gott Zebras gemacht hat. Ich weiß auch nicht. Er ist einfach kreativ. Jedenfalls, die Zebras, die sind immer in einer Gruppe unterwegs, oder? Und wenn ein Löwe kommt, ist sein Ziel, ein Zebra von der Gruppe zu isolieren. Es irgendwie zwischen die Gruppe und das Zebra zu kommen und es wegzuscheuchen. Und wenn das Zebra alleine ist, hat es keine Chance mehr zu überleben. Aber als Gruppe stehen die Zebras in einem Kreis und ein Huf eines Zebras kann einen Löwen töten. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie zusammen unterwegs sind, dass sie sich nicht entfernen von der Gruppe. Und ich glaube, genauso ist es bei uns. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht entfernen von der Gruppe, von der Kirche, damit wir nicht isoliert sind. Und das war so wichtig für die ersten Christen. Deshalb trafen sie sich täglich. Das ist krass, oder? Sie trafen sich täglich. Ich bin zwar fast jeden Tag in der Kirche, aber es sind nicht alle anderen da. Apostelgeschichte 2,46. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Die ersten Christen liebten Gemeinschaft. Wer von euch hat gerne ein volles Haus? Wer hat gerne Leute um sich, oder? Es ist so genial, wenn wir Leute um uns haben und Freundschaften pflegen dürfen. Und ich glaube, wir erleben Gott selber häufiger in Gemeinschaft, als wir denken. Wie schon erwähnt, beginnt Gemeinschaft damit, Gott gemeinsam anzubeten. Aber auch zum Beispiel mit gemeinsamem Lachen, gemeinsamer Freude, wenn wir uns freuen. Ich glaube, da ist Gott drin. Oder wenn wir Freude teilen, einander ermutigen, eine Umarmung verschenken oder auch mitleiden. Das gehört auch dazu. Vor 2 Wochen hat eine Freundin von mir eine Frühgeburt. Da leide ich mit, oder? Und das ist so wichtig, dass wir da einander tragen. Und ich glaube, gerade da drin erleben wir Gott. Und ich glaube, dass wir in der Gemeinschaft Gott erleben dürfen. Deshalb ist es so zentral, dass wir auch zum Beispiel in einer Kleingruppe dabei sind. Für mich persönlich ist Kleingruppe eines der besten Erfindungen in der Kirche, weil ich glaube, dass da echt Leben geteilt werden darf, dass da echtes Leben geschieht. Ich darf erzählen, wie es mir geht, meine Freundin erzählt, wie es ihr geht und wir dürfen einander ermutigen, aber auch vielleicht trösten oder freuen, das, wo gerade dran ist. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass wir jemanden in unserem Leben haben, dem wir Rechenschaft abgeben und auf jemanden hören, oder? Hast du jemanden in deinem Leben, der in dein Leben hineinsprechen darf, auf den du wirklich hörst? Jemand hat einmal gesagt, trust someone else more than yourself. Vertrau jemand anderem mehr als dir selber. Klar musst du das ja auch noch prüfen, was der sagt, aber meistens in Herausforderungen, wo wir uns vielleicht falsch verhalten, hat diese Person meistens recht, oder? Und das ist die Herausforderung, jemandem zu vertrauen, der es gut mit dir meint. Habe Leute, die du nah an dein Herz heranlässt. Und ich glaube, das brauchen wir, auch in Herausforderungen. Freunde von mir haben vor ungefähr 2 Jahren ein Kind verloren. Und es war für sie eine sehr schlimme Zeit, eine Zeit der Trauer und der großen Herausforderung. Und im Nachhinein haben sie mir erzählt, dass sie Gott irgendwo nicht gespürt und nicht wahrgenommen haben.
Aber im Nachhinein sagen sie, weißt du, ich habe Gott gespürt durch meine Freunde. Ich habe Gott gespürt durch die Leute in meiner Kleingruppe, die bei mir waren, die zu mir gekommen sind. Und ich glaube, gerade dort dürfen wir Gott erleben. Durch Freunde, durch Leute in unserer Kirche, in unserer Kleingruppe. Und das ist so wichtig. Ich glaube, wir brauchen einander, damit wir Gott auf seine gesamte Art und Weise erleben können, oder? Und wir sind so verschieden. Gott hat uns so verschieden geschaffen. Und manchmal denke ich, wie kann diese Person so anders denken oder so anders sein als ich? Das ist eine komische Art und Weise, oder? Geht es euch manchmal auch so? Vielleicht nicht. Oder? Und dann denken wir, Gott, du bist ja schon kreativ, aber ich wusste nicht, dass du so kreativ bist und so andere Menschen machen kannst als mich. Das ist so herausfordernd manchmal. Und ich weiß, ich war einmal in einer Kleingruppe und da war eine Person, die war so anders als ich. Und es hat mich so herausgefordert. Und für mich war das ein Prozess und ein Weg, mich auf diese Person einzulassen und irgendwo zu sagen, okay Gott, ich weiß, sie ist ganz anders, aber ich möchte mich auf sie einlassen. Und heute sind wir vielleicht nicht beste Freunde, aber ich verstehe mich gut mit ihr. Und das ist herausfordernd, oder? Und hier ist die Herausforderung, nicht davon zu laufen, nicht einfach aus der Kleingruppe zu gehen. Klar kann es manchmal gute und schlechte Zusammenstellungen geben, aber manchmal ist es auch gut, wenn wir uns dem stellen. Auch dem stellen, wenn es Verletzungen gibt. Ich habe mit ungefähr 20 Jahren, ist meine beste Freundin aus der Kirche gegangen und ich habe das eigentlich 3-mal erlebt während meiner Teenie-Zeit und dann mit 20 Jahren das letzte Mal. Und da ich die Tochter des Pastors war und wenn sie die Gemeinde verließen, ist das eigentlich auch, unsere Freundschaft war gecancelt. Und das war für mich so herausfordernd und so verletzend. Und ich brauchte eine gute Zeit, um dies zu verarbeiten. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir hier nicht davonlaufen, sondern dass wir mit Gott durch Verletzungen hindurchgehen. Weil wisst ihr, was sonst geschieht? Sonst isolieren wir uns und gehen davon. Wir verlassen eigentlich die Sicherheit, die eine Kirche uns gibt. Und das ist so ein gefährlicher Ort, wenn du das Gefühl hast, du verkriechst dich mit deinen Verletzungen und du hast es noch gut hier. Aber es ist nicht sicher. Eine Kirche gibt dir Sicherheit. Und weißt du, diese Isolation kann so aussehen, dass es vielleicht sichtbar ist und du aus einer Kleingruppe gehst oder aus der Kirche oder einfach davon gehst. Aber diese Isolation kann auch ganz schleichend kommen mit Menschen, mit denen du dich nicht verstehst oder die dich verletzen, du nicht darüber sprichst. Und diese Verletzung macht eine Isolation in deinem Herzen, aber du zeigst es niemandem. Diese Isolation ist auch gefährlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dort hinschaust und diese Isolation nicht zulässt. Denn sonst, ganz ehrlich, für die Zebras in Afrika bedeutet diese Isolation was? Den Tod, genau. Und es ist so herausfordernd und wichtig, dass wir dem nicht nachgeben, sondern schön in der Gruppe bleiben, auch wenn wir keine Streifen haben. Genau, zum Glück nicht. Denn wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Es ist wichtig, dass wir in der Gemeinschaft bleiben, denn wir haben einen gemeinsamen Auftrag als Gemeinschaft. Und einer unserer Aufträge ist, für die Schwachen und Armen da zu sein. Apostelgeschichte 4, 34 bis 35. Keiner musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Die ersten Christen, sie schauten füreinander, sie waren füreinander da, im Praktischen. Und Jesus hat uns den Auftrag gegeben, für die Menschen da zu sein, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und das ist nicht immer einfach, oder? Denn es ist manchmal herausfordernd, für andere da zu sein. Ich weiß, wir hatten, als ich noch Kind war, wir hatten einen Nachbarn und der war ziemlich griesgrämig.
Und ich als Kind hatte eher Angst vor ihm. Und irgendeinmal hat er gesagt, dass er umziehen wird. Und das war für mich nicht so schlimm. Aber er hatte niemanden, der ihm half, umzuziehen, oder? Wahrscheinlich war sein Umgang allgemein mit Menschen so. Und mein Vater hat gesagt, ja, ich helfe dir. Und er hat ihm geholfen, umzuziehen. Und dann war da noch das Problem mit Schrank aufstellen und Lampen aufhängen und Bilder aufhängen. Und mein Vater bekam immer wieder ein Telefon von ihm. Und eigentlich hatte mein Vater nicht wirklich Zeit dafür, aber ja, er ist ja ein guter Mensch. Und dann einmal kam ein Telefon von diesem Mann und er hat gesagt, kannst du mir noch helfen, diesen Schrank aufzustellen? Und mein Vater hat gesagt, ja, okay, ich komme vorbei. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen und gesagt, heute wird sich dieser Mann bekehren. Und mein Vater hat gesagt, ja, da bin ich mal gespannt. Und er ging zu ihm. Und spannend war, dieser Mann hatte einen Monat zuvor einen Schlaganfall und wäre fast gestorben und hat ein weißes Licht auf sich zukommen sehen. Und er hat gesagt, weißt du, ich wusste einfach nicht, ob ich am richtigen Ort landen werde. Und mein Vater hat gesagt, im Moment noch am falschen, aber in 5 Minuten am richtigen. Genau. Und er durfte ihn zu Jesus führen. Aber ich glaube, das Herz dieses Mannes wurde geöffnet durch die Hilfsbereitschaft meines Vaters. Und es ist wichtig, dass wir da sind für Menschen, die uns brauchen. Auch die ersten Christen waren da für die Menschen, die sie brauchten. Und ich habe ja am Anfang gesagt, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was taten sie mit dem? Sie blieben schön in ihrem Haus und genossen die Atmosphäre des Heiligen Geistes. Ja, das haben sie vielleicht kurz genossen, aber dann, sie gingen hinaus. Sie gingen hinaus und erzählten den Menschen von diesem Gott. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 2,38. Petrus sagt zu den Menschen, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Für die ersten Christen war ganz klar, diese gute Nachricht muss weitergehen. Zum Glück, ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, wenn sie dies nicht getan hätten. Und heute ist auch unser Auftrag, hinauszugehen. Und ganz ehrlich, die Gefahr besteht, dass wir es uns gemütlich machen in der Kirche. Und wie ich schon gesagt habe, diese Dinge sind ja wichtig, dass wir miteinander Gemeinschaft haben, dass wir miteinander unterwegs sind. Aber es ist auch wichtig, dass dies weitergeht. Und wir haben als Kirche einen Auftrag, dass wir zum Beispiel Anlässe anbieten, die für Menschen, die Gott noch nicht kennen, da sind. Zum Beispiel Church Brunch, Movie March, Ladies Day und so weiter. Und persönlich hat auch jeder einen Auftrag. Jeder den Auftrag, diese gute Nachricht weiterzugeben. Und ganz ehrlich, das ist so herausfordernd. Beide Jobs, die ich habe, ist vor allem mit Christen. Und deshalb ist es für mich umso herausfordernd, mit meinen Nachbarn, an dem Ort, wo ich in den Sport gehe, einfach Beziehung pflege mit diesen Menschen. Und vor kurzem hatten wir einen Anlass, einen Evangelisationseinlass, und ich konnte 2 Freunde einladen und sie sind gekommen. Und es ist die größte Freude, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, von diesem Gott berührt werden. Und für das schlägt mein Herz. Und ich glaube, wir haben als Gemeinschaft diesen Auftrag. Und die ersten Christen, sie taten dies. Sie lobten Gott. Sie trafen sich miteinander. Und es heißt, der Herr rettete viele Menschen. Und es ist spannend, oder? Sie trafen sich jeden Tag. Diese Menschen rundherum hätten denken können, die sind crazy, die spinnen, oder? Aber irgendetwas hat sie berührt an dieser Gemeinschaft. Sie haben echte Treue erlebt, echte Freundschaften, echte Liebe. Und genau um das geht es. Die Liebe von Gott wurde sichtbar. In Johannes 13,15, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich arbeite ja in der Factory. Und wir hatten einmal einen Studenten, der hatte eine schwierige Vergangenheit. Und es war herausfordernd mit ihm. Und er verhielt sich nicht immer so angenehm.
auch für die anderen Studenten war es herausfordernd, mit ihm umzugehen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, er hat zwar eine Jüngerschaftsschule gemacht, eine christliche, aber ich weiß nicht genau, wie sein Herz wirklich ausgesehen hat mit der Beziehung mit Gott. Und ja, am Schluss des Jahres haben wir immer so eine Runde, wo wir kurz sagen, was uns berührt hat oder was uns verändert hat. Und er hat gesagt, ihr seid die ersten Menschen, die mich so genommen haben, wie ich bin, und ihr seid nicht daran zurückgewichen. Und er durfte Gottes Liebe erleben durch seine Mitstudenten. Und es hat mich so berührt, zu sehen, dass Gottes Liebe sichtbar wird, wenn wir Liebe weitergeben, oder? Und ich glaube, Gott will durch unsere Gemeinschaft miteinander seine Liebe zu den Menschen offenbaren. Deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Verwandten, seine Liebe offenbaren durch unsere Gemeinschaft. Und ich möchte dich heute ermutigen, Gott ruft dich in die Gemeinschaft, in die Kirche, in die Kleingruppe, in die Mitarbeit. Dort, wo du merkst, dort schlägt dein Herz, oder? Und vielleicht merkst du, du bist verletzt von jemandem oder vielleicht auch von einer Gruppe, vielleicht von einem Leiter. Stell dir mal einmal vor, Leiter können dich verletzen, denn sie sind Menschen. Genau, sogar der Pastor oder die Pastorin kann dich verletzen. Und vielleicht merkst du, du bist an einem Ort, wo du dich zurückziehst in die Isolation. Und vielleicht ist es bereits sichtbar und du bist irgendwo ausgestiegen. Und vielleicht nicht aus dem Grund, weil es dir nicht mehr Spaß macht, sondern weil du nicht mehr mit den Menschen umgehen kannst oder sie haben dich verletzt. Und vielleicht ist es auch nicht sichtbar, vielleicht ist es etwas Kleines in deinem Herzen, vielleicht ist es etwas Großes in deinem Herzen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, einfach kurz in dein Herz zu schauen und zu schauen, ist irgendetwas in meinem Herzen, das mich isolieren will, das mich wegschieben will von dieser Gemeinschaft, die Gott gedacht hat. Und ich glaube, Gott möchte dich heute zurückrufen in diese Gemeinschaft und sagen, weißt du was, ich möchte dich hier, weil hier erlebst du Freude, hier erlebst du Trost und hier erlebst du vielleicht auch wieder eine andere Verletzung. Das ist Tatsache. Aber ich glaube, mit Gott und mit Menschen leben wir eine echte Gemeinschaft. Und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, dass du dir einen Schubs gibst und sagst, ich möchte mit dieser Person sprechen und wir sagen, hey, ja, ich weiß, du hast mich verletzt und ich möchte das, oder vielleicht hast du jemanden verletzt und du musst etwas in Ordnung bringen. Und genau, ich ermutige dich, zieh dich nicht in die Isolation zurück. Und das andere, was ich das Gefühl hatte, als ich vorbereitet habe, ihr als Kirche seid eine Gemeinschaft, die Zürich verändert. Und nicht jeder Einzelne, sondern ihr als Gemeinschaft. Vielleicht jeder Einzelne an seinem Arbeitsort, in seiner Nachbarschaft, an seinem Ort, wo er ist. Aber ihr kommt immer wieder zusammen, ihr teilt Herzen, ihr erlebt diesen Gott zusammen, ihr ermutigt einander, ihr tröstet einander. Und das ist der Schlüssel, damit diese Stadt erleben darf, dass Gott wahr ist, dass Gottes Liebe echt ist. Durch eure Gemeinschaft, durch eure Liebe untereinander. Und Gott bewegt diese Stadt durch eure Gemeinschaft. Das glaube ich wirklich. Und wenn du merkst, dass dich etwas angesprochen hat, dann schau das an in deinem Herzen und geh nicht nach Hause mit dem. Sprich vielleicht mit jemandem darüber und genau, lass nichts anbrennen, oder? Das stinkt. Deshalb sprich es an. Es ist gut. Genau. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für diese Gemeinschaft.
Und ich finde es so genial, dass du Kirche erfunden hast. Ein Ort, wo wir sein dürfen mit allem, wo wir sind. Mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Und danke, Vater, dass du unsere Herzen immer wieder berührst. Gemeinsam. Ich glaube, es geschieht etwas in unserem Herzen. Und danke, Vater, dass du auch jetzt gerade Menschenherzen berührst, die verletzt wurden, die sich irgendwo zurückgezogen fühlen. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt gerade mit deiner Heilung durch die Reihen gehst und etwas anrührst, damit wir wieder neu hineingehen dürfen in diese Gemeinschaft, in Freundschaften, in deine Liebe. Danke, Vater, dass du da bist. Du bist so gut. Danke. Amen. Amen. Lass uns auch noch zusammen aufstehen. Vielen Dank, Deborah.